Seid alle gegrüßt, ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm, der intensiver Sommerprogramm von jiddischer Sprache, Literatur und Kultur beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut IWO. Wir heben an, die Woche haben wir angehoben, das ist die erste Woche von der Sommerprogramm, von der 56. Sommerprogramm in der Geschichte von unseren Sommerprogrammen. Es freut mich sehr, was wir öffnen, dem jiddischen Teil von die dosige Lektions, von der dosige Lektienserie, was heißt Lektienserie wegen der jiddisch Zivilisatie, mit einer Lektie von Professor Elissa Ben-Porad, weil Elissa Ben-Porad ist allein gewesen, Beteiligte in der Sommerprogramm, als zweimal mit ein paar Jahrzehnten zurück, wenn wir alle seine gewesen jung oder weniger alt, in jenen Jahren als 56 hat mir viele nicht gekannt, begreifen wie ein Zoll, was ist verbunden mit der Weinreich-Programm. Elissa allein ist heutzutage Professor von Geschichte bei der Queen's College und euch ist Professor bei der Kathedre auf Namen von Ungarn. Und das ist in mizrach-europäischer jiddischer Geschichte und dem Churben. Ich will nicht überlehnen die Biografie, weil die Biografie hat ja allein übergelehnt mit Stamme auf ein Profil von der dosiger Lektie. Und ihr seid gekommen, weil ihr seid gewinn überzeugt, dass es wird eine interessante Lektie und eine interessante Lektie auf Jiddisch. Dank für den Kommen, danke Elisa, was du initiierst für uns. Wir lancieren den Jiddisch-Teil von der Serie mit dir. Ein Vergnügen, dich zu sehen. Es wird sein ein Vergnügen, dich zu hören. Der Titel von Elisas Referat ist Jiddischer Widerstand beschaß die Ukrainer Pogromen von den Jahren 1918 bis 1921. Und Elisa, du hast das Wort. Shalom Aleichem. Ich begrüße alle und dank David, was mich verbeten, sich zu beteiligen. Danke alle, was ihr seid zu neu gekommen auf Zoom zu hören wegen nicht freilichen Themen. Und wir sind gekommen, nicht zu trachten wegen unserer heinzeitigen Problemen. Ihr seid nicht gekommen zu der richtigen Lektion, weil es ist nicht so freilich. Warte. Aber ich bin sehr zufrieden zu sein, dass es Covid, weil ich bin gewesen, ja, als Student, ich bin gewesen, David als Student, mit der Sache zurück ist, ich bin sehr zufrieden zu sein da mit euch. Ich habe eintreten wegen einem Kapitel, in der langen Geschichte von Gewalt gegen Jeden in Mizrach-Europa, befragt in die Territorien von Ukraine in der Zeit von der Bürgerkrieg, was ist gewesen sehr chaotische und blutige Tkufe, was hebt sich an nach der bolschewistischen Revolution von Oktober 1917 und endigt sich in 1921. Ich reden wegen verschiedene Aspekten von den Pogromen von der Bürgerkrieg. Eins, ich will euch übergeben ein bisschen die komplizierte Kontext und wie es hat gewirkt auf der jüdischen Frage, wie es hat gewirkt auf der jüdischen Frage in der Zeit von der Bürgerkrieg. Zwei, ich reden wegen der Themen von Sikorn, von den Pogromen, was man gedenkt und was man hat vergessen. Und drei, weil ich reden Tage wegen Widerstand, Widerstand zum Gewalt, wie Jeden haben reagiert auf die Pogromen, und beklar, wie sie haben abgeantwortet auf der Qualie von Gewaltsamkeit in der Tkufe. Ist Nummer eins Kontext. Das sind Pogromen, nicht alle wissen, wo sind vorgekommen, meistens in Ukraine, aber auch teilweise in Belarus, die heinzeitige Belarus, in der Zeit von der Bürgerkrieg. Ich will anheben mit teilen, ich will sich teilen mit euch da anheben, ja, da
Und da, ich hoffe, dass man sieht, weil ich sehe euch nicht. Elisa, Okay, okay, man sieht sehr fein. Ja. Ist die Programme, die sind vorgekommen, ich weiß auch, das ist eine einseitige Ukraine, was ist nicht, hat damals nicht existiert, aber fast auch zu weisen, die ersten Programme sind vorgekommen in die städtlich herum dem Teich Dnipro, was ihr seht da, Dnieper auf Russisch, aber mir nicht in Ukrainisch, Dnipro. Und das sind Programme, die sind gekommen, die sind vorgekommen in die Rahmen von der Bürgerkrieg zwischen der Reuter Armee von einer Seite, was hat gekämpft war für die sowjetische Macht, die Weiße Armee, was hat gekämpft für den Kaiser, was hat gewollt, der Kaiser soll zurückkommen und, entschuldigt mir, sein der Ballerboss über der russische Imperie. Die ukrainische Armee, was hat gewollt, Unabhängigkeit. Was man hat auch deklamiert im Dezember 1917, hat, weiß ich auch, Simon Petlura, was ist gewesen, der höchste Kommandier von der ukrainischen Volkarmee und hat geführt die ukrainische Volksrepublik, bester Bürgerkrieg. Ist Rote Armee, Weiße Armee, ukrainische Armee und die polnische Armee, was hat gekämpft gegen die Reute. Die Polen ist geworden eine unabhängige Medina, in der faktisch nach der Ersten Weltkrieg gekommen. Und nach kurz die alle Gruppen, die alle Armeen, sind gewesen allerlei Gruppen Pojerim und anarchische Bandes, wo sind bederich klar gewesen gegen die Reute, gegen die Kommunisten. Ist alle militärische Einheiten haben ungefähr Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung. Die Gewaltsam ist gewesen ohne Präzedent, sei wahrscheinlich der Natur von der Gewalt, sei wahrscheinlich der Moss. Beerdig 1500 Pogrome sind durchgeführt geworden, in mehr wie 800 Städte und Städtler. In gewissen Orten sind vorgekommen 2, 3 Pogrome. Und das Rauf von sie ist, wie gesagt, Ukraine. So viel wie 150.000 Jiden seien umgekommen. Lechol Epoche ist 100.000 Jiden, 150.000 Jiden, Entschuldigung, wie ein Resultat von Gewalt. Da weiß ich eigentlich, das sind Jiden in einem Städtel Fastiv, an 75 Kilometer von Kiew, Meire von Kiew, Dorem Meire von Kiew, was sammeln die Reste von den Gufim, von den Korbones, von den Umgebrachten, die man soll sie können beerdigen. Tausende jüdische Kinder seien geworden Jesäumim, wie ein Resultat von den Pogromen. Hunderte, Tausende Pleitim, jüdische Pleitim, Frauen, Kinder, Männer, Verwundete, Tausende Frauen vergewaltigt, jüdische Hobs und Gut, Häuser hat man geräubt, man hat zerstört. Da weiß ich weiß auch Bilder von Jesäumim, von Pleitim, das ist von der linken Seite, ihr seht, da steht Litin in Podolje. Ich weiß, wo Podolje ist, Punkt da in der Mappe von Ukraine. Ich will zurückkommen zu Podolje. Da sieht man noch einmal, wie man hat zerstört und geräubt, Holz von den Dächern, von den Häusern, von den jüdischen Häusern. Das ist von der Pogrom von Dreußen, das ist der Pogrom von Innewenig. Ich will euch nicht weisen, die Gufim von die Teute, weil ich will nicht. Haklal, ganze Jeschuwim und Städtler seinen Chorev gemacht und in gewisser Erde die Gewaltsamkeit ist geworden, kimat auf am Stab vom Völkermord,
Wort, was meint Genozid, ja? Wie Lemosho im Proskuriv, das ist Podolje da, Proskuriv ist Punkt do, Chmielnicki, das ist auf Ukrainisch, das sagt man nicht. Otis Proskurov. Proskurov auf Russisch, aber Proskuriv auf Ukrainisch. Da hat man in nur 2 Show umgebracht 1600 Juden. In 2 Show. Da weiß ich euch Briderkäfer in Proskuriv. Wie gesagt, ich will nicht weisen Bilder von den Umgebrachten. Und da weiß ich euch sehr stark Bild, die verblutigten Blätter von Sifrei Teures. Das sind in einem gewissen Sinne nahe Pogrome. Ja, als man tracht wegen Hemmschichtigkeit und Überbruch in der Kette von Pogromen, das sind nahe Pogrome. Sie sind anders im Vergleich mit den früheren Dicke, weil sie sind gewesen, Historiker reden wegen militärische Pogromen. Pogromen angeführt von Armeen. Aber sie so auch gewesen, Gewaltsamkeit, was hat sich gebeut auf frierdicke Qualies, auf die frierdicke Qualies von Pogromen, auf den Sikorn von den Pogromen. Der Sikorn von Gewaltsamkeit hat gespielt eine Rolle, hat man Spiel gewesen auf dem, was Schenim sollen beschließen zu hargenen andere Schenim. Wegen der Frage von Hemmschichtigkeit oder Überbruch von frierdicke Qualies Pogromen, ich will nur ermahnen, wie Jeden allein haben gerufen die Geschehnische. Ja? Wir haben sehr gesagt, wie es Eides, was der größere Historiker Elie Cherikover, was ich weiß da, ein Bild von ihm, was sage, wer ist geboren geworden in Poltava, was Poltava, Poshet, man soll sich bekennen mit der ukrainischen Mappe, ist von der rechter Seite von der Mizrachtige Breg von der Teich Dnipro. Und ich rede ein bisschen mehr wegen Cherikover später, aber er hat gesammelt, verschrieben, studiert. Das ist geworden faktisch sein schliches in Leben. Und kimat alles, was man weiß, oder in einem gewissen Sinne, in einem größeren Maß, das, was man weiß wegen die Pogromen, ist ein Dank ihm. Und eigentlich die alle Materialien, die alle Gewissheit, was ich euch weisen in ein paar Minuten oder in ein paar Show, seinen heutzutage in Jivo. Und Jivo hat alles digitalisiert. Also die alle Bilder, was ich habe euch gewiesen, was einen von anderen Mekoirim, aber beim es die alle Bilder, die alle Gewissheit, was Cherikover, speziell Cherikover, hat gesammelt, kennt ihr. Ihr habt gering zutrittlich von wo ihr sollt nicht sein, Vancouver oder Birobidjan. Und was ist interessant, wir haben die Korbanes oder die Menschen, die haben gelitten von der Gewaltsamkeit, von der Tkufe, wir haben sie angerufen. Sie haben sie angerufen Pogromen oder was ist die Terminologie, was sie haben genutzt? Und eine Sache von sie reden wegen Pogromen und sie rufen sich an auf die Gseires Tachvetat, die Gewaltsamkeit, was ist vorgekommen in die ukrainischen Länder unter Chmielnicki in 1648. Aber andere rufen die Pogromen Churben. Churben, was ist ein Wort, wie ihr wisst, ist ein Wort, was man wird später nutzen für der Shoah, auf Englisch, Holocaust. Aber andere haben Neues verglichen zu was ist vorgekommen mit den Armenern in derselben Zeit. Das Wort Genozid hat nicht existiert, was ich habe früher genutzt, das Wort Völkermord. Aber sie haben es verglichen, was ist vorgekommen in Proskuriv zu die
zu dem Genozid gegen die Armenier. Jetzt, die Sibes von Gewalt, ja, von den Pogromen sind verschiedenartig und ich will da ein bisschen reden wegen dem. Sie sind in Avade verbunden mit anti-jüdischen Stereotypen, Kollerlei, reingerechnet Blutbilbulim. Von einer Seite haben die verzweifelte ökonomische Bedingungen, was die erste Weltmilchome hat herausgerufen, sind 1914, haben ermutigt, Sellner von den verschiedenen Armeen, was ich auf der Mond, unartige Päuer in die ukrainischen Territorien, zu räuben die jüdischen Kapitalisten, ja, die jüdischen Exploitatoren, was haben exploitiert den Proletariat. Von der anderen Seite hat der Nationalismus, welcher ist aber gestiegen in der Zeit von der Ersten Weltkrieg, hat ermutigt, politische Führer und militärische Personal von allen Seiten zu bezeichnen, die jüdische Minorität, die Jiden, wie nicht getreu. Jiden sind nicht getreu zu polnischem Nationalismus, ukrainischem Nationalismus, russischem Nationalismus, nur sie sind Verräter gegen dem ukrainischen Volk, die Poljaken und sehr allem von Unabhängigkeit und die russische Imperium und so weiter. Bichlal hat man sich vorgestellt, die Jiden wie kompromittierte politische Akteuren, was haben verspreit Kommunismus. Aber so viel, als man kann klar sehen, als in der Zeit von dem Bürgerkrieg, als der Bürgerkrieg allein hat gedient wie ein fruchtbaren Boden vor dem Liegen von jüdischen Bolschewismus. Also, man ruft es euch an Judeo-Bolschewismus. Da weiß ich auch, ich bin sicher, Sie hat ihn erkannt, das ist Leon Trotsky. Lev Trotsky, was hat gegründet und angeführt mit der Reuter Armee, was wird das Symbol von Kommunismus und wird das Symbol von jüdischem Bolschewismus. Da seht ihr Lev Trotsky, was harget Russland, das ist ein Minaye Blutbilbo, in einem gewissen Sinne, rituell Mord. Ja klar, die Siebe seien da Sachsiebes, was haben geführt zu den Pogromen. Ukraine, wie gesagt, ist geworden die Hauptbühne von der Bürgerkrieg. Alle Armeen haben sich getroffen in die ukrainischen Territorien. Da ist, wo alle haben sich geschlagen und wo eine von den größten jüdischen Keiles in Europa, in Mitteleuropa, hat gelebt und hat geblieben im Meschach von den Jahrhunderten. Und was hat geschafft? Eine eigenartige, verschiedenartige Kultur, politische Identität, religiöse Identität und so weiter. Und was hat das Schwerste gelitten in der Zeit von der Bürgerkrieg? Chwalies von Gewalt gegen Jeden, wie gesagt, seien nicht neu. Man kann gucken auf den 17. Jahrhundert, die Gseires Tag mit Tat. Die Pogromen kommen vor allemal auf der Hintergrund von politischen Überkehrnischen, von sozioökonomischen Schwierigkeiten, aber ein Hauptmarker von der Gewalt, speziell in die ukrainischen Territorien, ist der Unterschied zwischen die jüdische und die ukrainische politische Strategie und Zielen. Jeden seien eine Minderheit und haben nicht keine eigene Armee. Was tun sie darüber? Sie müssen haben, wer soll sie beschützen. Und wer es beschützt sie ist es die polnische Macht im 17. Jahrhundert, die russische Imperie in 1905 oder 1881. Oder die Sowjetenmacht in der Zeit von dem Bürgerkrieg, das ist eine Macht, was geht gegen die Interessen von der Ukraine, weil die Ukrainer wollen Unabhängigkeit.
ist man darf nehmen in Betracht die Stilistik, die Stiere zwischen die Zielen und die Interessen von den Juden und die Ukraine, wo seinen andere seien gewesen anders in der Zeit 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert euch. Aber wenn man sieht, die alle Bilder, was ich habe euch gewiesen, tragische Bilder, tragt man meistens wegen jüdischer Passivkeit und Machtlosigkeit. Versteht sich als die Berg 1.500.000 Juden, was haben gewohnt auf die Territorien von Ukraine, der Ersten Weltkrieg, sind nicht gewohnt bloß passiv, Korbones, wir können sagen, dass alle Jiden in verschiedene Nummern, verschiedene Massen haben sich beteiligt in die verschiedenen Armeen. Viele, Kotsch ist gewesen, sehr kleine Nummer, haben sich haben gekämpft mit die Weiße. Da weiß ich euch, Anton Denikin, was hat gewollt, man soll zurückbauen die russische Imperie unter dem Zar. Aber lechol Epoches bei Monheib von dem Konflikt, von der Bürgerkrieg, meiste Jiden, kann man sagen, jüdische Tour, die Jugend haben gestützt die ukrainische nationale Bewegung gegen der sowjetische Macht. Und eine Sache junge Zionisten, Bundisten, Tour haben beschlossen zu kämpfen im Namen von der Zentrale Rade von Ukraine, was ist die politische Zentrum von der ukrainischen Volksrepublik, was hat existiert von 1917 bis 1918. Lassen wir gedenken, was die Zentrale Rade, was hat proklamiert die Selbstständigkeit von Ukraine, demselbigen Tag hat angenommen ein Gesetz, was garantiert nationale Autonomie für ukrainische Juden und andere Minderheiten. Aber alles hat sich geändert in Anhieb 1919. Das same blutigste Jahr in der Bürgerkrieg und als die Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung hat sich verstärkt, haben als mehr jüdische Klaltour, politische Aktivisten angeheuben, suchen Schutz von der Reuterarmee. Und in einem gewissen Sinne haben die Pogrome verwandelt auf viele die stärkste Anti-Bolschewikes, Antikommunisten in Anhänger von der sowjetischen Macht. Versteht sich als eine Sache, junge Juden haben gewollt, nehmen ne komme in die Mörder, was haben zerstört ihre Heimen und erharget ihre Mischpoches, und haben in einem gewissen Sinne ausgeklebt das kleinere Schlechts. Die Bolschewikes sind geworden das kleinere Schlechts, ja, weil die Bolschewikes haben uns ist gemacht wie eine gezwungene Brehre. Die Bolschewikes, die Rote Armee hat umgebracht weniger Juden oder hat im Ganzen aufgehört, hargene Juden bis anheb 1919. Also alles ist relativ, es ist da eine Armee, was harget weniger Juden oder hört auf hargenen Juden, aber die wird man stützen. Die Minderheit, was tut man? Man kann nicht haben eine eigene Armee, das geht zurück zu einer von meinen Hauptpunkten, was ich schätze von dem größeren Historiker Josef Jerusalmi, was hat nicht geschrieben wegen mir sicher aber Meile. Das ist wie Jeden reagieren, ja, sie klein neues, das kleinere Schlecht. Von der anderen Seite, die ukrainischen Einheiten, was haben gekämpft, zu kontrollieren, die Dorem Meirevdike Rajonen von der gewesenen russischen Imperie für sehr Unabhängigkeit, haben nicht aufgehört, durchführen Pogromen gegen jeden. Petliura Lemosho, was ich hab ihm früher gewiesen als ein Bild, ist der Führer von der ukrainischen Kämpfer Selbstständigkeit,
hat verdammt die Pogromen. Aber hat es getan sehr pamelig. Und teilmal bekiven pamelig. Und teilmal hat nicht bestrafen seine Soldaten, die haben durchgeführt die Pogromen. Wir können auch viele sagen, als hat ausgenutzt, die Pogromen, wie eine Taktik zu verbinden, die Soldaten gegen eine Säune, die rote Säune, die sowjetische Macht, der Kommunismus. Also hat exploitiert, dass das Liegen, was alle Juden seien Kommunisten, und hat faktisch gelost, die Soldaten sollen durchführen die Pogromen, weil das hat sie vereinigten gegen Einsäune. Das ist also eine Pogrompolitik, kann man sagen. Jetzt die Themen von Sikorn. Für was weiß man so wenig, für was hat man studiert so wenig die Kurve in der langen Geschichte von Gewalt gegen die jüdische Minderheit? Für was weiß man schon so viel wegen Kishinev, der Programm, was ist vorgekommen in 1903, alle lernen in einer Kurs wegen jüdische Geschichte. Man lernt allemal wegen dem, aber man lernt gar nicht wegen Proskuriv. Ich will nicht reden wegen Maß, wegen wie viele Menschen sind in der Harget geworden. Das kann auch spielen eine Rolle. Ja, 50 in Kishinev, 1600 in Proskuriv, nur in 2 schon. Das ist eine interessante Frage, weil man weiß, dass Intellektuellen, Schreiber, Historiker wie Elia Cherikover, Poeten haben geschrieben wegen die Pogrome. Im Sowjetverband, in Frankreich, in die Vereinigten Staaten sind veröffentlicht geworden Gwieseides von den Geschehnissen, Sichroines, Dokumenten, da weiß ich euch, etwas, das ist von vorwärts, entschuldige mich, was von der linken Seite habe ich nicht gehabt, die jüdische Buchwes, die jüdische Aufschrift, aber das ist eine Idee wegen die Pogromen, ja, das ist ein Protest gegen die Pogromen in New York. Berichten wegen die Pogromen von der Bürgerkrieg haben der internationale diplomatischer Arena, da weiß ich noch einmal von vorwärts, das ist der sowjetische Äußerminister Tschitscherin, was wendet sich in der Genova-Konferenz, was ist vorgekommen in 1922, er bet finanzielle Stützung für Sowjetenverband, weil die Korbones von den Pogromen, und weiß dann zu Aid, mehrste wohnen noch als in die Territorien von Sowjetenverband. Dieselbe Sache zu tun in der internationalen diplomatischen Arena. Man hat geredet wegen die Pogromen in der Pariser Scholem-Konferenz. Also, man hat gewusst wegen der. Aber einseitige Historiker haben studiert in der Tiefenisch die verschiedenen anderen Qualies Pogromen, wo sind vorgekommen in modernen Kufe 1881, 1882, noch Mord von dem Kaiser Alexander II., Kishinev-Pogrom, was ich habe noch Westermont, Pogromen von 1905, die erste russische Revolution, aber sehr wenig 1918, 1921. Es ist noch verschiedene Siebes, ich will nicht rein in alle Siebes, aber ich habe antappen etliche Siebes und nachdem will ich reden wegen, was ich meine, ist Widerstand. Versteht sich die Siebes, ja? Ein Siebes verbunden mit äußeren Politik und Geopolitik. Wenn die jüdische Delegations auf der Pariser Scholem-Konferenz nach der Ersten Weltkrieg haben probiert gezeugen die Aufmerksamkeit von der Welt auf den Geuro von den ukrainischen Juden, was sind die, was ich habe gesagt,
wo sind die, was haben meistens gelitten? Frankreich, England und die Vereinigten Staaten haben reagiert durch Fokussieren sehr Aufmerksamkeit, meistens auf die Juden, was haben gewohnt in die Länder, mit welchen sie haben gehabt diplomatische Beziehungen. Das heißt, unabhängige Polen ist unabhängig, wie gesagt, sind der Erste Weltkrieg und teilweise Rumänien. Aber die Länder unter die sowjetische Macht ist, und eigentlich, Sowjetverband ist nicht ein Teil von der Scholem-Konferenz und der Pariser, die Sowjeten sind nicht ein Teil von der Scholem-Konferenz, Pariser Konferenz, hat man sie nicht BMS betrachtet. Noch ein Siebe, was zu Libyen, man hat in einem gewissen Sinne vergessen, die Pogromen, hat zu tun mit der Fakt, dass das Rov, laut meiner Meinung, das Rov Jiden sind gekommen in Amerika von den Territorien von Ukraine, was ist gewesen unter der russischen Imperie, vor der Ersten Weltkrieg. Eider die Pogromen sind vorgekommen und haben mitgebracht mit sich dem Sikon von früher die Qualias Pogromen, reingerechnet Kishinev, ja, was wäre das eine Metonymie, ich weiß nicht, ob wir können sagen Metonymie auf Jiddisch, aber ein Symbol von die Pogromen Bichlal. Es kann euch sein, dass der Fakt, was Chaim Nochem Bialik, was wird geläuft, wie der jüdische nationale Dichter hat geschrieben, wegen der Kishinev Pogrom in Beir Arigain in Schchietestadt, auf Hebräisch, aber auch auf Jiddisch. Von der anderen Seite, sowjetische jüdische Poeten, was haben ja geschrieben wegen die Pogromen, man hat sie vergessen, weil sie sind gewesen Kommunisten in einem gewissen Sinne. Und da von der rechten Seite, ich weiß auch, die Chile von Kvitkos Sammlung Lieder, Poesie, sehr stark wegen 1919. Und von der linken Seite, ich weiß auch, das ist nicht kein Poet, aber das ist sehr ein bekannter, berühmter Skulptor, Yitzhak Itkind, Yitzhak Itkind, sehr bekannt in der sowjetischen Tkufe, auch bekannt zwischen die Kommunisten, was hat gemacht, eine sehr starke Skulptur wegen die Pogromen. Da hat man eine riesige Skulptur, die Gufim, die Teilen von die Gufim, von die Körper von die umgebrachte, gedei zu wie ein Andenk für die Pogromen. Noch Siebes, was zu lieb sei, hat man vergessen, die Pogromen, die sowjetische Sikornpolitik hat euch gespielt eine wichtige Rolle in dem als die Geschichte von die Pogromen soll werden verschotten, ja, vergessen. Ob in die 1920er hat man ja erlaubt, sowjetische jüdische Schreiber, Poeten zu schreiben wegen die Geschehnissen, die Poemes und so weiter wegen die Pogromen. In die 30er hat man mehr nicht erlaubt. Die Pogromen vom Bürgerkrieg wären ein Problem für die Bolschewikes und das wird sehr klar in die 1930er unter Stalin. Die früher dicke Pogromen seien im Fall der sowjetischen Macht nicht ein Problem, weil die sowjetische Macht beschuldigt die zarische Macht, ja, die Pogrome von 1881 oder Kishinev 1903, aber in die 30er, die Pogrome vom Bürgerkrieg, was kommt vor, sie probieren universalisieren die Korbones. Das heißt, man sagt, man hat nicht erharget Jiden, man hat erharget Proletarier, die Bourgeoisie Konterrevolutie hat der Harget die, was haben gestützt, die Revolution ist. Die jüdische Frage wird im Ganzen
vergessen und spielt kann mehr nicht spielen keine öffentliche Rolle. Una vada, die Hauptsiebe, wie ihr stellt euch vor, ist, dass die Pogromen seien vorgekommen, Punkt in dieselbe Territorius, wo mit 20 Jahren später ist der Churben von der Zweiten Weltkrieg vorgekommen, ja, in derselben Territorius von Ukraine. Ein Churben, was hat Mamesh im Ganzen zerstört oder abgemerkt das jüdische Leben. Wie es ist gewesen, vor dem, und speziell abgemerkt die Jiden, was haben gedenkt, die Pogrome von 1919. Und da weiß ich euch ein Beispiel. Das ist Trostinetz in Podolje. Lassen wir zurückgehen zu der Podolje. Ah, nein, sie ist da. Entschuldigt mir. Da ist... Nein, sie ist zurück. Entschuldigt mir. Da ist Podolje. Und Trostinetz ist ein kleines Städteleben. Winnice. Winnice da, ihr seht mein Meisele da von der rechten Seite. Ist Trostinetz, da steht geschrieben, wir kennt lehnen, Trostinetz, Podolje noch ihr Churben, ja, ist das ist ein Briderkever, also ein Andenk, was man hat gebaut über ein Briderkever. Ich sehe die Daten 1919, das sind meistens Jesäumim, aber man sieht euch ein bisschen der Erwachsene. Und was ist interessant wegen Sikorn, ist, dass die Menschen haben abgemerkt, die Zeit, Leute die Geschehnissen von 1919. Also von den Dokumenten, was ich habe gefunden in den Archiven und euch gewisse Gewissheiten, sie haben gesagt, also, das ist vorgekommen, fahren Unglück, fahren Churben, und das ist vorgekommen noch ein Churben. Der Churben ist gewesen 1919. Das heißt, 1919 ist für sie gewesen ein Überbruch in Zeit. Alles hat sich gebeten in 1919. Aber da seht ihr ein Bild von der riesigen Andenk, was man hat gebaut, bald nach dem Bürgerkrieg über die Gufim von die gehargete Jiden in Trostinetz. Aber wir können sich vorstellen, die alle Jiden, was haben gehalten, was haben gewusst wegen die Pogromen, was haben übergelebt, die Pogromen, hat man umgebracht in 1941 und mit sie hat man verloren, dem Sikorn. Okay, jetzt die Frage von Widerstand. Erstens, was meint man wegen, wenn ich sage Widerstand, was meine ich? Jetzt, das ist eine Frage, was man hat in der Tiefen studiert, in Scheiches mit den Churben. Ich rede mit die von euch, was lehnen sagt, wegen Churben heißt, ich rede jetzt wegen Holocaust, ja, in der Zweiten Weltkrieg, und man hat studiert in der Tiefen die Frage vom Widerstand, aber sie ist gewähnt bewaffneter Widerstand in der Zeit von den Pogromen. Jüdische Selbstschutz hat gehabt eine lange Tradition, Bundisten, Koalitionisten, speziell haben sich beteiligt oft im Verteidigen mit Gewehr, Jiden in die Städtler, in der Zeit von den Pogromen von 1905, Le Moschel, ist gewesen als eine Tradition. In der Zeit von der Bürgerkrieg, und ich weiß euch da Bilder von Jiden, was haben sich beteiligt in der Selbstschutz, wir haben Tausende jüdische Sellner, Lemoscho, das sind Sellner, was haben gekämpft in der russischen Armee
in der Ersten Weltmilchome. Und wenn es brecht ist, die Bürgerkrieg, sie probieren verteidigen ihre Jeschuwim, ihre Städtler, und sie schaffen für sich Einheiten. Und haben probiert verteidigen die Jiden. Le Mosho. Und als wir reden wegen Sikoren, das ist ein Thema, was keiner hat nicht studiert. Es ist da eine Dissertatie, eine wunderliche Dissertatie von einem jungen Forscher, was heißt Mihaly Kalman, was hat verteidigt seine Dissertatie in Harvard mit 3 Jahren zurück. Und es ist eine äußergewöhnliche Dissertatie wegen Odessa. Wie die jüdische bewaffnete Gruppe in Odessa haben der Griech kimat einen legendaren Status, weil sie haben Matzliach gewählt, zu verteidigen Odessa von die Weiße Armee und von die ukrainische Armee. Also das ist sehr wichtige Thema, was man hat nicht genug studiert. Und Bichlal kann man sagen, das ist, Entschuldigung, was ich habe da nicht geschrieben mit jüdischen Buchwes, aber das ist von Korsun, eine Einheit von Korsun, wo man weiß, als die Jiden von der Einheit haben der Harget Schchenim wie in Nekome für die Pogromen. Punkt wie in der Zeit von der Zweiten Weltkrieg, sag mehr Jiden haben gewollt kämpfen, aber es nicht genug Gewehr. Ist Le Moshe, man weiß, es ist da gewisse das von einer Frau, was hat übergelebt in Zlatopol, was ist in Kiew-Gubernien, und hat sich gewollt beteiligen und kämpfen und hat gesagt, das ist Zitat, gibt Tates und Mutters die Möglichkeit, sich zu bewaffnen, gedei zu sterben mit Covid. Aber es ist nicht genug Gewehr. Und letzte Sache, überlehnt der New York Times, Dezember 1922, der New York Times schreibt wegen die 500.000, was das ist, öfter übergetrieben, 500.000 Jiden, was haben sich angeschlossen in der Kampf und schreibt, das ist nicht gewähnt, sind die Zeiten von Bibel, schreibt das heute der New York Times, es ist nicht gewähnt, so viele Jiden, die sollen kämpfen. Ich will da der Monen die Wörter, das ist noch Bilder von den jüdischen Einheiten, ich will noch der Monen die Wörter von der Historiker Yehuda Bauer, was hat geschrieben wegen der Churben von der Zweiten Weltkrieg und hat geteilt, dass wir da verbreitern, was mehr der Begriff von Widerstand. Und was man darf reinnehmen in dem nicht nur bewaffneter Widerstand, aber euch nicht bewaffneter Widerstand. Und nutzt das Wort Amide von der Tfile Amide, wo man steht, und sagt, als faktisch ständig gegen, das ist Widerstand. Und für ihn ständig gegen meint nicht darf nützen Gewehr, nur a kulturelle stehen gegen. Bildungsaktivitäten, Poesie, Schreiben, ein Tagebuch, und also geistiger Widerstand, kultureller Widerstand. Und in Scheiches mit dem will ich rübergehen zu den Aktivitäten von 2 Menschen, 2 Schreiber, wie ein Beispiel vom Widerstand, und wie ihre Wörter, ihre Schriften können wir betrachten, in einem gewissen Sinne, wie ein Widerstand. Oder die Wörter und die Informationen und die Gewissheit, was sie haben gesammelt. Und euch der Begriff von Sammlerei, was ist sehr ein Jivo-Begriff,
ist ein Min-Widerstand. Jivo Begriff oder ein Dubnovischer Begriff, der Monich, der Historiker Dubnov, was ihr seht, was sitzt mit der Hut und sitzt neben Elje Tschernikover mit der lichtig großen Anzug. Ist Tschernikover, und nachdem will ich reden wegen ein anderer Mensch, was ich meine, als ihre Wörter, ihr Schreiben spielen, als kann man betrachten wie ein Widerstand. Wie gesagt, Tschernikover hat studiert die ukrainische Pogromen und die Geschehnisse von den Pogromen haben stark Maschpia gewählt auf sein später die wissenschaftliche Karriere. Ja? Hat sich speziell abgegeben mit den Sammlungen, wie gesagt, von Dokumenten wegen Pogromen. Ist weg von den Territorien von Ukraine und hat sich besetzt in Berlin, wo hat zu neu gestellt ein riesiges Archiv, was jetzt befindet sich in Jivo, was ich habe früher der Mond, was Jivo hat als digitalisiert. Und in Berlin hat gearbeitet auf ein massiver wissenschaftlicher Projekt wegen Pogromen. Euch mit anderen jüdischen Gelernten und Aktivisten, reingerechnet Dubnov und noch im Stief und Janke Lischensky und so weiter. Und Tschernikover hat allein angeschrieben verschiedene Forscharbeiten, was haben zu tun mit den Pogromen, da der Monich nur zwei. Einer ist, was ist raus in 23, ich auf Russisch, ich auf Ukraine, ich auf Russisch, ich auf Jiddisch, Antisemitismus und Pogromen in Ukraine. Und von der rechten Seite, was man hat übergedruckt in 6 und in 65, ist die Ukrainer Pogromen, was ich weiß auch da. Und die Texten, die Dokumenten, der Archiv hat gespielt sehr wichtige Rolle in der Zeit von der berühmter Pariser Prozess gegen Scholem Schwarzbart, der ukrainische Ried, was in 1926 hat erschossen in Paris, in der heller Tag, Petliura, wie eine Komme für seine ermordete Kreuvin. Und in 27 ist gewesen ein Mischbet gegen ihn und Tschernikover und sein Archiv haben gespielt sehr wichtige Rolle, in dem man soll ihn gefunden, nicht schuldig. Jetzt will ich der Mann Rocho Feigenberg, was ist sehr eine gute Schreiberin, eine jüdische Schreiberin und hat gearbeitet mit Tschernikover, nicht alle wissen wegen dem. Sie ist geboren geworden in Ljuban, eine Stadt in der heutigen Belarus. Sie hat angeheben, sie ist gewesen von einer traditionellen Sprache, sie hat angeheben, schreiben jüdische Prose, hat ihre Sprache, ist nicht gewesen zufrieden wegen dem. Sie ist weg von dem Städtel, sie hat studiert in Schweiz, nachdem in Peterburg Pädagogik und sie ist zurück in der russischen Imperium, in die Territorien von Ukraine. Und sie ist gewesen sehr 9 Tage mit dem bekannten Schreiber Mordche Spektor. Sie hat geschrieben ein paar Werke, was ihnen gewesen, ganz, was man hat gelernt in 1909 Kinderjahren wegen ihr Leben in Städtel und Amame in 1911, was seinen beide erschienen geworden. Und sie hat geschrieben in der jüdischen Presse. Feigenberg hat übergelebt die Pogromen. Und Punkt wie auf Tschernikover haben die Pogromen sehr maschpia gewesen auf auf ihr Leben, auf ihr Schaffen, auf ihr Schreiben. Sie hat übergelebt die Schites mit ihr Sohn, was ihr weiß, da ein Bild, was ist damals gewesen ein Neufele. Sie hat sich behalten zwischen die Schenim. Und sie hat
etwas a Schochente hat gegeben nach Zelem, fahren Sohn, soll tragen nach Zelem, sie sollen behalten sehr jüdische Identität und zum Schluss hat sie der gerecht Odess und in Odess wie ein Heimlose, wie ein traumatisierter Mensch hat sie sich genommen in die Hände rein. Sie hat sich genommen zu sammeln und wieder einmal sammeln für mir unter die Bedingungen ist es in Widerstand. Und mit der Heft und der Feder ist sie tagtäglich gegangen in der jüdische Kehille, in den Binien von der jüdischen Kehille in Odess, wo die alle Pleitim, die Hunderte, Tausende Pleitim von die arumigen Städtlern haben sich versammelt. Und da, was hat sie getan? Sie hat rekordiert, sie hat verschrieben seine Werte von seinen Überlebungen, von die Städtlich, was man hat Chorev gemacht, von die Kreuv im Mischpoches, was man hat Lebendigkeit begraben. Und auf dem Smach von dem hat Feigenberg geschrieben, ich halt gewisse von die stärksten Berichten, Chronikes von Leiden in der Tkufe. Wir können sagen, in einem gewissen Sinne, dass ihre Wörter, ihre Berichten können betrachten wie ein Widerstand, und wir können sie auch betrachten, wie man ruft sie Churbenforschung oder so ruft sie der Historiker Laura Jokusch, was hat geschrieben wegen Kurvenforschung, was hebt sich an in der Zeit von der Ersten Weltkrieg und der Bürgerkrieg, wenn Jeden haben gesammelt, wie es das haben gesammelt Informationen, Dokumenten wegen der Kuve, wegen die Pogromen. Feigenberg hat euch der Mond als die Wörter von Spektor, Mordche Spektor, hat sich auch gefunden damals in Odess. Was hat ihr befehlisch geschrieben? Wir müssen alles verschreiben, wir müssen gedenken. Und das hat gespielt eine Rolle. Aber gespielt eine Rolle hat auch ihr Kontakt mit Cherikover, ihre Verbindung mit Cherikover, was hat sich der Wust, als sie interviewt Leben gebliebene und Pleitim von den Pogromen und hat bei ihr gebeten zu schreiben wegen dem Churben von kleinen Jeschuwim, weil sie ist gewesen als eine städteldicke junge Frau, ja, sie hat sehr gut gewusst, gekannt, das Leben von Städten, weil sie ist aufgewachsen dort und sie hat geschrieben wegen dem in ihr Werk Kinderjahren, hat gebeten bei ihr, sie soll schreiben die Berichten von den zerstörten Jeschuwim und Städtlach, was mir hat den ganzen abgemerkt. Eine von sie ist Dubova, was ist eine Stadt, was ist euch nicht weit von Uman, und ich nehme an, dass alle wissen mehr oder weniger, wo Uman ist. Ist sie, sie ist die einzige Frau, was hat BMS aktiv gearbeitet mit Cherikover, Achutz sein Frau Rive, BMS in Schaffen der Archiv, was befindet sich jetzt in Nivo. Wir seht da, ich hoffe, dass ihr könnt sehen, von der rechten Seite, das ist von den Nivo-Archiven, der Cherikover Sammlung ist RG 80. Und ihr könnt sehen, das ist eine von den ersten Dokumenten, was ich habe gelernt. Ihr könnt es lernen, euch, weil es ist digitalisiert, ich habe es gemusst lernen auf einer Maschine, Mikrofilmmaschine. Es ist nicht gewesen so bequem, es ist bequemer. Churben Dubova. Und sie hat es übergeschickt in Berlin, kennt ihr sehen die Date, dem 3. Juli 22 zu Cherikover, was hat es sehr geläuft. Bei mir auch gemacht, schon dank dem oder zu lieb dem, habe ich sich vernehmen mit der Themen von den Pogromen. Sie ist ein kurzer Bericht, nur, wir sagen ganz kurz, sie ist 26 Seiten lang.
Sie ist ganz journalistisch, ohne Emotions, wollte ich gesagt, objektiv. Sie will, für was schreibt sie das? Sie will gedenken, die Korbanes, sie nehmen, wie alt sie seien gewesen, sehr Professies, hat mir sehr der Mond in dem, in der Memorbuch von 13. Jahrhundert, von Yitzchak ben Shmuel von Menningen, was hat gesammelt ähnliche Regimes, von Ungebrachten in der Zeit von die Kreuzenform in Europa, verschrieben die Namen, wie alt und so weiter. Aber sie schreibt das nicht nur zu lieben, zu gedenken, nur euch, öfter ist der Begriff von Nekome, öfter kann man sehen, die, was einem die Beschuldigte, bekämen Beschuldigten die Mörder. Aber was ist interessant, sie ist gar nicht da wegen dem Leben von Dubova. Wegen vor 1919 ist gar nicht da. Sie ist als wegen 1919, sie ist wie die Zeit wollte sich abgestellt. In als hebt sich auch in 1919, als endet sich in 1919. Sie endigt den Bericht mit den Wörtern, keiner kann sie nicht gedenken, die Umgebrachte, die Korbanes. Keiner kann sie nicht gedenken. Keiner kann nicht sagen, wenn, wo und wieso sie sind umgekommen. So endigt sie den Bericht und sie redet wegen die Menschen, was einen umgekommen und was sie hat nicht gehabt. Sie hat nicht gewusst, die Namen, weil sie hat interviewt, die Leben gebliebene, aber nicht wegen alle, hat man gewusst. Mit ein paar Jahren später hat sie, da ist da noch ein Bild von Feigenberg, mit ein paar Jahren später hat sie angeschrieben ein Buch, ein pinkes von der Teuter Stadt, Affensmach von der Bericht, was ist raus im Wasche in 26. Und das Buch, der Mönch, weil es hat gespielt, sehr eine große Rolle in der Schwarzbar Mischbet. Das Buch hat mir Mamesh gebracht in Gericht. Und sie ist in einem gewissen Sinne euch das Buch, was in dem Buch hat sie entwickelt, die Bericht, der kürzere Bericht, was ich habe euch gewiesen von die Ivo-Sammlung, von die Cherikover Archiv, ist in einem gewissen Sinne ein Proof, entgegenzustellen, ihre eigenen Werte in dem früheren Nussach, wenn sie hat gesagt, keiner kann sie nicht gedenken. Weil ihr lehnt das Buch, das Buch könnt ihr euch finden in der Hivo-Bibliothek. Das Buch ist gewesen ein Widerstand zu den Pogromen, weil da probiert sie raten, dem Sikon von dem Leben. Es ist nicht nur dem Sikon von dem Tod, dem Sikon von wer es hat gewohnt in Dubova. Wer seien sie gewähnt? Was seien gewähnt ihre Meinungen? Wie ist gewähnt sehr tagtäglichen Leben, sehr Lebenssteiger von dem Rauf, von der Rebetzen, von die was seien geworden ukrainische Nationalisten. Ja, fahr die Pogromen, das Leben fahr die Pogromen. Das ist gewähnt in einem gewissen Sinne, ich meine, dem Schreibers Anstrengung nicht bloß zu schreiben wegen dem Städtels Tod, nur euch wegen dem Städtels Leben, wegen die Einwohner. Man soll sie kennen, in einem gewissen Sinne raten von Tod, weil man raten sehr Sikon, es soll nicht verloren gehen im Ganzen. Und das wird Kimatamin Jisker-Buch. Sie hat verstanden, dass ihre Wörter, ihre Schriften seinen Kedei zu bestätigen, dass ein Ort und dass solche Menschen haben einmal existiert und aufhitten ihre Silkoren. Und also ihre Wörter wären ein Denkmal, wie ihr seht da von der linken Seite, ja, das ist die Hille
von dem Buch. Sie werden ein Denkmal von Städten. Und das ist das Bild von der Mazewe mit dem Namen von dem Städte, Dubova. Und das ist, laut meiner Meinung, mein Widerstand. Und mit dem habe ich verändert mein Rede. Und ich höre auf. Ich hoffe, ich habe nicht geredet zu lang, aber schon habe ich geredet zu lang. Aber ich hoffe, ich habe Zu interessant, Elisa. Dank, sehr, ein großen Dank. Ich gewinne kolossal interessant. Du hast verantwortet, etliche Fragen ist meine, wo seien aufgeschwommen, was ich auch gewollt stellen. Und hast du sie schon verantwortet, ist dafür sei nicht stellen. Stark interessant wegen der Geschichte, wegen dem Aufnehmen von der Geschichte von jener Zeit und wegen dem Favos und Favos die Geschichte ist nicht breit bekannt, nicht geguckt, was das ist, also große Tkufe und also Chwale von großen Geschehnissen, hast verglichen die erste Chwale von Keshenever-Pogrom, und gegen Proskerev, stark interessant, Dank. Ich will stellen, also wie wir sind geengt in Zeit, aber will ich stellen eine Frage, wo sie gekommen von Eulen. Mir fragt dir, zwischen die zwei Chwales, Pogromen, auf wie viel ist gewinn zurück aufgebaut das städtische Leben in Ukraine, in die Älter, was die Älter haben gelitten und die jüdische Bevölkerung hat gelitten an erstmal und dann noch ein zweitmal, in Chwale Nummer 2. Ja, das ist eine sehr gute Frage. BMS, das ist wegen zwischen 1905 und 1918, 1921. Also ich Oder gewinne die Frage, meine ich. Ja, was? ja. Ja, BMS in 1905 ist das jüdische Leben nicht BMS zerstört geworden. Man kann sagen, dass zerstört geworden seinen Jeschuwim BMS zerstört geworden, nur in der Zeit von der Bürgerkrieg. Das heißt, die früheren Chwaljes haben nicht zerstört das jüdische Leben. Nach vielen Kishinev, wo seien umgekommen, nur 54 Menschen 1903. Ist das jüdische Leben hat mamschig gewesen und hat geblieben und was ist interessant, aber ich will zugeben zu der Frage, als noch 21 in die Erde, wo seien zerstört geworden, seien nicht, ist das Leben, das jüdische Leben nicht zurück aufgestellt, weil es ist gekommen die sowjetische Macht. Und unter die Sowjetischen, meiste von den ukrainischen Territorien werden, sie bleiben nicht unabhängig. Sie werden kontrolliert von der sowjetischen Macht. Und unter die Sowjeten, das jüdische Leben darf sich radikal, es ist das jüdische Leben darf sich radikal beiten, ja. Es kann sein nur kommunistisch, ja, es kann sein, ich bin nicht rein in die alle Praten, wie es hat ausgesehen, das sowjetische jüdische Leben in der Tkufe, aber es ist sehr schwer, zurück aufzubauen etwas, wenn der politische System los nicht. Ja, also hebräische Kultur, Zionismus kann mehr nicht existieren. Andere Sachen können ja existieren, aber hebräisch Lemosho kann nicht existieren. Also sie ist sehr schwer von einer kulturellen Guckwinkel und von einem Lebenssteiger Guckwinkel. Wahrscheinlich Nummern, als Jeden seinen, ja, als man redet wegen, was ist geschehen nach dem Programm, als Jeden seinen entlaufen von die Städte, von Teut, ja, von die Städte, wo die Schritte seien vorgekommen. Nicht alle, aber das sagt seinen erstens emigriert in Palästina oder Amerika, aber mehrste, nicht alle, aber nicht mehr, sehr sagt seinen rübergefahren in die größte Städte von Sowjetverband, Moskau und Leningrad,
wo Pogromen seien nicht toleriert, aber auch kedei zu entläufen von dem Sikorn von Teut, ja. Also es ist eine sehr gute Frage, aber sehr, ja, eine komplizierte Frage. Ich hoffe, ich habe ein bisschen angeriert ein paar Aspekte von der Frage. Efter ein weniger komplizierte ist, hast angeheben, beim Mann hast du erzählt wegen dem Vergleich mit den Armenern, mit den armenischen Indien. Wer hat gemacht den dosigen Vergleich? Wo hat man das ausgedrückt? Was für ein Maßstab hat das gehabt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Wie gesagt, sehr wenig, mir hat sehr wenig studiert die Kufe, also das sind alle, das heißt, wie viele Bücher sind heraus letztens wegen die Programme von der Kufe, sind 4, 5, aber es ist doch sehr Sacharbeit, was man da noch als durchführen. Aber ich habe gefunden, solche Vergleichungen in der jüdischen Presse, gebe euch in der ukrainischen Presse, in der Cherikover-Sammlung, weil Cherikover hat gesammelt als nicht nur Gewiesedes, nur auch die Presse und ihr könnt es lehnen, wieder einmal, wie gesagt, schon 4-mal, weil es ist digitalisiert und sie ist in Nivo. Also das ist ein Teil von den Gewiesedes. Menschen, was haben übergelebt, was haben gesehen, Eides, und haben es verglichen. Jetzt, wie so, das ist eine sehr gute Frage. Was haben, nu, in der russischen Presse, in gewisse russische Zeitungen hat man geschrieben, wegen die Geschehnissen in Anatolien, in der ottomanischen Anatolien, in der Zeit von der armenischen Genozid. Und bis dahin hat man euch rausgegeben Bilder, aber das, ja, wie solche Imagen haben emigriert und wie, und die Assoziation Avade ist, was jeden in die Ghettos von Mitteleuropa haben gelernt, wegen die Widerstand von den Armenern, ja, in die Ghettos in der Zeit von der Zweiten Weltkrieg. So, da ist das schon ein Thema, bei mir für eine Dissertation, wie Jiden, wie Korbanes von Gewalt, haben sich verglichen zu anderen, aber auch wie sie betrachten sich, sie probieren sich betrachten im Ghetto, wie sie haben euch die Möglichkeit von durchführen, etwas Widerstand, ja, bewaffnete Widerstand. Und wie sie nehmen Europa Moschel oder meinen, dass sie nehmen Europa Moschel von anderen. Ja, ja. Wow, interessant. Und noch eine Frage, mit dem wollen wir davon endigen. Cherikover ist gewesen Hashem Dover beim Jivo und in alle seine Jahren von Aktivität wie ein Historiker. Und ich wollte gewollt hören, ein Wort wegen seiner Sammlung, sein Sammeln und seine Sammlung, viele noch in seiner europäischen Truppe. Und auf wie viel sie gewinnen bewusst, mit was vernimmt sich, weil ich wollte noch gewollt wissen, sie die Programm Ringelblums, warum einig Schabes, wohl gekannt haben, sollen wir öfter meinen, verstehen, haben Achschad, als Dr. Emanuel Ringelblum hat gewusst wegen Sammeln, Cherikover Sammeln heißt es, von jener Zeit, von Rochel Feigenbäums, als wir redet schon, und als das soll haben versetzt in sein neuer Gedanke. Ich meine unbedingt, aber ich meine, dass das ist eine längere Tradition, was geht zurück zu Dubnov. Ja, Dubnov in 1891, wenn hat rausgegeben sein Aufruf zu den Jiden in die städtlichen Städte. Hat es rausgegeben auf Hebräisch, aber nicht auf Jiddisch, weil er hat ein bisschen herabgeguckt auf Jiddisch in 1891, aber er hat rausgegeben der Kolkeure und gebeten, man soll sammeln, man soll gedenken, man soll, das ist mehr von einem historischen Guckwinkel, da weiß man darf
aufbauen Archiven, weil wir sind eine normale Natie, ein Volk, wir darf haben Archiven. Aber Anski, und Anski ist gewesen sehr neu mit Dubnov und in der Dubnovische Zeitgeist, lassen wir sagen, hat gesammelt in der Zeit von der Ersten Weltkrieg, hat gesammelt, hat gesehen, wie die russische Soldaten von der russischen zarischen Militär haben zerstört Jeschuwim, städtlich, haben zerstört Sifrei Teures und hat gesagt, man darf sammeln, wie ihr seht es, aber meistens man darf sammeln Materialien, ja, man darf Kedem soll gedenken und Kedem soll kämpfen gegen Zerstörung. Das ist, was ich probiere weisen. Also, Cherikover ringelt uns, ist bei mir ein Kate. Sie ist doch ein Kate von Gewalt, aber sie ist auch ein Kate von Schöpferischkeit und von sich entgegenstellen gegen Gewalt. Wenn tun dich, was wir können, ja, weil wir hat nicht eine Armee, wir hat aber Feder und Papier, wie Rochow Feigenberg hat getan und wie andere haben getan. Ja. Dank, ausgezeichnet. Wieder ein Dank, Elisa, für sein unser erste Beteiligte in der Serie, dem Semester das Jahr für das Sommerprogramm bei die Jiddisch Lektions. Alle Dienstag haben wir auf Englisch eine Lektie, alle Donnerstag eine Lektie auf Jiddisch und wenn es gewinnt, ein Vergnügen, die Reus zu hören. Ein Dank für sein Zurück mit uns in das Sommerprogramm. Danke euch alle. Danke. Seid gesund. Hatzloche. Danke, danke.